Vielen Dank für die Einladung, zu euch hierher zu kommen, unser Herz zu teilen. Danke, Philemon, für die Einladung. Und wie ihr auch, waren wir heute Morgen schon früh im Gebet und haben uns natürlich vorbereitet. Wir waren um 6 Uhr wach und haben gebetet für diesen Gottesdienst, dass Gott auch zu euren Herzen reden mag, zu unseren Herzen reden tut. Und als wir da vorhin oben waren im Gebetszimmer, haben wir auch gebetet und plötzlich kam mir so ein Gedanke und so ein Eindruck, den ich hatte, dass einige von euch hier sind, die junge Kinder oder die Kinder haben, die Jugendliche haben, die Teenager haben, die eben nicht so mit Jesus unterwegs sind, wie ihr das gerne möchtet. Oder dass ihr Familienangehörige habt, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind. Und das ist ein Schmerz. Und ich kenne diesen Schmerz. Meine Frau und ich, wir kennen diesen Schmerz, wenn man betet, man ist ein Vorbild für die Kinder und man macht alles, dass sie zu Jesus kommen und irgendwie man kann es einfach nicht machen, das ist also wirklich Gnade, oder? Und gerade so im Alter von 14, 15, 16, 17 und wenn sie dann ganz ihren eigenen Weg gehen und nichts von Jesus wissen wollen und wir wissen, dass es das Wichtigste ist, was sie wissen sollten und sie wollen trotzdem nicht, dann fängt man zu beten und zu ringen. Und vielleicht bist du auch in dieser Situation, wo du sagst, ja, jetzt bete ich schon seit gefühlt 150 Jahren für diesen Mann und für diese Frau und für die Kinder und sie wollen einfach nicht. Und ich möchte euch ein ermutigendes Zeugnis erzählen von Zürich-Oberland, nicht weit von hier, dass ihr wisst, es ist nicht alle Wunder geschehen immer außerhalb der Schweiz, sondern nein, Gott tut Wunder auch hier. Und ich habe da gelehrt über das effiziente und kraftvolle Gebet aus Matthäus 18, 19. Da heißt es, wenn 2 oder 3 eins werden, sich zusammentun und sie bitten in einer Sache. Also sie haben vorhin miteinander diskutiert. Du, das ist das Ziel, das wollen wir durchbeten. Bist du mit mir eins? Ist dein Herz eins mit mir? Nicht, dass das eine Herz in diese Richtung geht und das andere in diese Richtung, das in diese Richtung. Nein, dann ist man nicht eins. Aber wenn man eins ist, worum man betet, dann hat das Gebet so eine gewaltige Kraft. Die Kraft Gottes, die eben seinen Arm ausstreckt durch seinen heiligen Knecht Jesus, der in uns wohnt, zu was? Zu Heilung, zu Zeichen, zu Wundern. Das gehört dazu. Ich möchte schon prophylaktisch mich entschuldigen, wenn ich etwas energetisch werde heute Morgen. Dann ist das so, weil wenn man 20 Jahre in der Mission unterwegs ist und man hat mit eigenen Augen, mit dem eigenen Gebet gesehen, dass die Blinden sehen, die Tauben hören, dass Kranke gesund werden und Lahme gehen wieder oder zu früh Verstorbene zurück ins Leben kommen, dann macht das etwas mit dir. Und ich könnte natürlich auch viele Geschichten erzählen, wo die Gebete nicht gegriffen haben, wie wir es wollten. Aber schauen wir auf das Gute, das Jesus vorbereitet hat. Und ich war in diesem Bündner Oberland, ich komme ja aus dem Rätisch Kongo und bei uns oben, da spricht man Rätoromanisch, böse Zungen sagen Rätselharmonisch, aber also wir kommen quasi aus dem Balkan der Schweiz und sind jetzt hier in Zürich. Und als ich da vor einigen Jahren im Zürich-Oberland war und über das Thema Einheit, kraftvolles Gebet in der Einheit gepredigt habe, da wusste ich nicht, da war ein Ehepaar hinten rechts und ihren Sohn, der Remo, der ist mit 14 von zu Hause weg, hat angefangen mit 14 mit Drogen zu dealen. Mit 15 hat er angefangen, Drogen selbst zu nehmen und hat sich bei der Familie nicht mehr gemeldet. Die wussten nicht, wo er ist, die haben alles richtig gemacht, ihm vorgelebt im Glauben. Sie wollten Vorbild sein in Jesus und trotzdem ist der kleine Junge auf den falschen Weg gekommen. Und dann haben sie gehört, die Kraft des einheitlichen Gebetes und haben sich eins gemacht mit einem Freund. Jeden Morgen um 6 Uhr haben sie sich getroffen, zu dritt, und haben in Einheit gebetet, dass Gott diesem verlorenen Remo, wo auch immer er war, und sie wussten nicht mal mehr, ob er noch am Leben ist, dass er dem irgendwo begegnet und sein Herz bekommt, ihm auf dem Schwanz steht und ihn zurück ins Reich Gottes zieht. Und dann, was sie nicht wussten, und häufig ist es im Gebet so, dann beten wir und es geschieht lange nichts. Aber Gott hat unmittelbar nach dem Gebet, hat er angefangen zu sprechen und hat einer Gruppe von Jugend mit einer Mission in Hawaii aufs Herz gelegt. Sie sollen in einem Jahr in die Schweiz gehen und dort eine evangelistische Tour machen. Und sie werden nach Zermatt kommen. Und in Zermatt werden sie einen Remo treffen und den sollen sie überzeugen, mit ihnen nach Hawaii zu kommen und dort eine Jüngerschaftsschule zu machen. Und dann bist du zu Hause
Hause als Eltern und du betest dir die Knie wund und es geschieht einfach nichts. Und dann denkst du, Gott, wieso machst du nichts? Aber Gott ist schon längstens am Organisieren, schon längstens ist er am Handeln und er möchte, dass du auf deinem Weg des Gebetes nicht aufhörst zu glauben und zu vertrauen, dass Gott es im Griff hat. Er hat es im Griff, er ist nicht verzweifelt über deine Situation. Nein, er weiß, wie er eingreifen muss. Und effektiv ein Jahr später geht diese Gruppe mit dem Heilsarmee-Karabiner, da mit der Gitarre, sind sie da in Zermatt und sie singen Lieder. Und jetzt kommt einer dazu und der heißt Remo und der lässt sich überzeugen, mit ihnen 3 Tage später zurück nach Hawaii zu gehen, macht die ganze Jüngerschaftsschule von mehreren Monaten, bekehrt sich nochmals neu, gibt sein Leben nochmals neu diesem Jesus, geht dann auf einen Einsatz nach Laos, wo Christenverfolgung ist, in einem kleinen Dschungeldorf, predigt dieser kleine verlorene Sohn und die Hälfte des Dorfes kommt zum Glauben an Jesus. Das ist Management by Heaven. Das ist besser als Netflix, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Das ist so etwas von spannend. Ihr Jungs, ihr wisst gar nicht, was für eine Kraft ihr im Gebet habt. Ihr müsst den Himmel bestürmen. Ihr müsst die Situationen windelweich beten. Wir müssen als Christen lernen, die Berge nicht zu besteigen, sondern sie zu versenken. Und das macht man im Gebet. Und ich möchte euch ermutigen, weiter zu beten, koste es, was es wolle, egal wie verloren sie sind. Ich rede aus eigener Erfahrung. Ich bin mit 20 zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Das ist noch nicht die Predigt, aber ich habe einfach den Eindruck, ihr müsst das jetzt einfach hören. Ich bin mit 20 zu Jesus Christus gekommen. Ich war in der weiten Verwandtschaft der einzige Gläubige. Ich kann euch sagen, was das für Streitgespräche hatte. Da oben im Kanton Graubünden. Und ich kann euch sagen, ich habe gesagt, Jesus, die haben, dass sie diese Steinböcke, die haben Herzen wie Granit, die wollen sich einfach nicht, die haben sich beklagt und so. Und effektiv, die wollen über Jahre nichts wissen. Und dann habe ich mich an einer Explo, 798, viele Jahre zurück, 798 habe ich bei einem alten Amerikaner beklagt, dass meine Familie nichts von Gott wissen will. Und ich bete schon seit 9 Jahren, sie wollen immer noch nichts wissen. Und dann schaut er mir mit seinem Röntgenblick so in die Augen und dann sagt er, wer bist du? Und ich sage ihm, ja, meinen Namen. Und ich sage, das kann ich an deinem Namensetikett lesen, wer du bist. Wer bist du in Jesus? Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, ich habe das noch nie mir überlegt, aber über meine Lippen kommt das herausgesprungen. Ich bin ein Königskind und ich bin überrascht ab meinen eigenen Worten. Dann sagt er, jawohl, du bist ein Königskind, aber du verhältst dich im Gebet wie ein Bettler, wie ein Kloschar, der unter der Brücke wohnt. Hör endlich auf zu betteln, denn ein Königskind, ein Königssohn, der bettelt nicht. Der regiert durch Gesetzgebung. Und du hast vom Wort Gottes Gesetzgebung bekommen. Und in Apostelgeschichte 16,31 steht, wenn du glaubst, dann wirst du und dein Haus selig werden. Das heißt nicht, dass sie klapp zum Glauben kommen, aber es ist alles vorbereitet, dass sie Jesus Christus kennenlernen dürfen. Ich war letzte Woche mit meiner Frau in Philippi, wo der Gefängnisaufseher den Paulus und den Silas im Gefängnis hatte. Und dann haben sie um Mitternacht Lobpreis gemacht. Und dann kommt irgendwie ein Engel und macht alle Ketten fern. Und schlussendlich, um die Geschichte kurz zu machen, der Gefängnisaufseher und seine ganze Familie kommt zum Glauben an Jesus Christus. Das macht Jesus vor 2000 Jahren, das macht er heute noch. Dann hat er gesagt, hör auf zu betteln, fang an zu proklamieren, dass dieser Bibelvers, dass diese Wahrheit, das Wort Gottes auch in deiner Familie wahr wird. Dann hat er gesagt, du wirst sehen, 2,5, 3 Monate wird es dauern. Nach 2,5 Monaten hat meine Tante, die im Kanton Graubünden eine bekannte Geistheilerin war, eine bekannte Hexe war, die ging nachmittags zum Arzt und der Arzt sagt ihr, du hast Krebs im Endstadium. Und mit 65 Jahren im Bett neben ihrem Lebenspartner, zum ersten Mal ruft sie zu Gott und sagt, Gott, wieso lässt du das zu? Und in diesem Moment sieht sie wie mit einem Hellraumprojektor, ihr Kinder wisst nicht mehr, was das ist, Hellraumprojektor, aber wie mit einem Beamer sieht sie mein Gesicht an die Decke gebeamt. Und sie erschrickt, nicht wegen meinem Gesicht, aber weil das noch nie so geschehen ist. Und sie ruft mich an und ich bin gerade in Texas. Und dann sagt mir Jesus, wenn sie wieder anruft, sag ihr, die Axt ist schon an den Baum gelegt. Jeder Baum, der keine guten Früchte trägt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und ich sage, Jesus, soll ich ihr das wirklich sagen? Das ist meine Tante. Sagt er, genau so.
Und dann sage ich ihr das und sie sagt, jawohl, es stimmt. Ich habe die Leiter immer wieder über all die Jahrzehnte an die falsche Hauswand gestellt. Es tut mir so leid. Dann hat sie über den Atlantik hinweg ihr Leben Jesus gegeben. Und in dieser Woche haben 9 Familienangehörige von meiner Familie ihr Leben Jesus Christus gegeben. Natürlich ist auch der Teufel aufgestanden und die Cousins und die Cousinen, die da bei mir in der Geistheilerei waren, sind gekommen und haben gesagt, das wirst du in meiner Familie nicht nochmals machen. Da habe ich gesagt, schaut, ich werde so lange beten, ich werde euch windelweich durchbeten, bis ihr eure Leben Jesus Christus anvertraut. Ich habe gesagt, von meiner Familie wird keiner abhauen von diesem Planeten, bevor ihr nicht eure Knie gebeugt habt vor dem lebendigen Gott. Da haben sie mir gesagt, das wird nie geschehen. Da habe ich gesagt, und wenn es auf dem Totenbett ist, es wird geschehen. Da kann ich sagen, die letzten 4 haben ihr Leben auf dem Totenbett Jesus gegeben. Lieber zu spät als gar nie. Also, hört nie auf zu glauben und zu beten und zu proklamieren. Hört auf zu betteln. Wir sind keine Bettler. Wir glauben im Herzen, wir bekennen mit dem Munde und dann wird Gott das Wort nehmen, das kraftvoll ist, wie ein Hammer, der Felsen zerhaut. Wir müssen den Bergen mit Wahrheit begegnen. Den Realitäten des Lebens kann man nur mit Wahrheit begegnen. Und die Wahrheit ist hier drin. Amen. Amen. Danke vielmals. Okay, jetzt kommen wir zur Predigt. Und zwar freut es mich heute Morgen zum Thema Brennen im Geist sprechen. Sieh, ich werde Atem in euch hineinkommen lassen, damit ihr lebendig werdet. Wow, Hesekiel hat voraus prophezeit. Der Tag wird kommen, wo Menschen ihre Herzen öffnen werden. Und Jesus Christus, der König des Lebens, wird Einzug halten mit seinem Geist. Der Heilige Geist, der Geist von Jesus, wird Einzug halten in dein Herz, in meine Herz. Ich hoffe, das ist bei dir, bei jedem Einzelnen von uns geschehen. Er ist eingezogen und wir werden lebendig sein in ihn. Und dann sagt er, und wenn er dann einzieht, dann müsst ihr aber brennen. Ihr müsst Brandstifter an Christi Stadt sein. Nur was in deinem Herzen brennt, hat das Potenzial, um andere zu entfachen. Ab und zu kürzlich war ich in einer Kirche, nicht bei euch, aber in einer anderen Kirche. Seid nicht träge in dem, was ihr tut, sondern tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Und es ist ein Werkzeug, dem Herrn zu dienen. Wenn man ihm dient, dann wird immer wieder Öl und Holz nachgeschoben, dass man brennen kann. Und ab und zu, nicht bei euch natürlich, aber ab und zu bei den Christen ist die Freude an Jesus ist so tief drin, so extrem tief drin, dass man gar nichts gegen außen sieht. Das ist bei euch natürlich nicht so. Aber ich weiß, als ich mich bekehrt habe, ich bin mit 20 zum Glauben gekommen. Als ich mich bekehrt habe in England, ich bin die ersten Wochen, bin ich hüpfend durch Bournemouth gerannt und die Engländer haben nur gesagt, what's wrong with him? Was stimmt mit dem da nicht? Und dann habe ich nur gerufen, it's Jesus, it's Jesus. Weißt du, wenn du als religiöser Katholik 1000 Tode der Langeweile in der Kirche gestorben bist und dann plötzlich kommt der Geist Gottes und zieht ein bei dir mit Kraft, mit Frieden, mit Liebe, mit Leidenschaft. Das kannst du nicht mehr verstecken. Und gerade wenn du viele solche Wunder siehst, wie wir sie gesehen haben, das kann man nicht verstecken. Wir müssen Brandstifter an Christi Stadt sein. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend, sagt der Römerbrief. Sagt brennen im Geist und dient dem Herrn. Und ich möchte euch einen kleinen Clip zeigen aus Laos, wie jemand, der alles verloren hat und trotzdem eine junge Frau, wie sie brennend im Heiligen Geist ist und bleibt. Ich wusste, dass ich verfolgt werde, wenn ich Ja zu Jesus sage. Ich habe im Dorf bei anderen gesehen, was dann passiert. Ich bin als Animistin aufgewachsen. Mein Onkel ist ein Medium. Er pflegt eine besonders enge Beziehung zu den Geistern. Als ich Christ wurde, konnte er das nicht akzeptieren. Er verbot mir, im Haus zu Jesus zu beten. Als mich Gott dann von starken Bauchproblemen heilte, wurde es ihm endgültig zu viel. Er machte Druck auf die Familie und sie jagten mich aus dem Haus. Ich konnte nichts als ein paar Kleider mitnehmen. Ich stand vor der Wahl, mich im Dschungel oder in den Reisfeldern durchzuschlagen. Ich lebe jetzt am Rand eines Feldes zusammen mit einer Tante. Sie wurde ebenfalls verstoßen, weil sie zu mir steht und die Christen nicht ablehnt.
Viele erleiden das gleiche Schicksal wie ich. Ich bin noch nicht mal ein Jahr lang Christ, aber ich halte an Jesus fest. Ich habe seine Heilung erfahren. Ich habe ihn erlebt. Ich wünsche mir so sehr, dass auch mein Vater, meine Mutter und meine Geschwister Jesus kennenlernen. Ich möchte, dass wir wieder als Familie zusammen sein können. Aber was auch immer passiert, ich will bei Jesus sein. Das sind meine Helden. Seit 20 Jahren bin ich in der verfolgten Kirche unterwegs. Eine Kirche, die häufig alles verloren hat. Die können sich nur noch an dem festhalten, was schlussendlich bleibt und überleben kann. Glaube, Hoffnung und Liebe. Viele von denen haben Familienangehörige verloren, Haus und Hof verloren, ihre Gesundheit verloren. Aber was man nicht verlieren kann, ist die Beziehung zu Jesus. Was man nicht verlieren kann, ist das Wort Gottes, das lebendig wurde in unserem Herzen, das man umklammern kann, das man festhalten kann. Pistoio, Glauben heißt umklammern, festhalten, nicht mehr loslassen. Im Korintherbrief heißt es, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Verheißungen, meine Wahrheiten werden nicht vergehen. Also das heißt, man klammert sich an dem fest. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder geht Himmel und Erde unter oder sein Wort wird in Erfüllung gehen. Und dann klammert man sich am Wort Gottes fest. Das Wort Gottes hat dermaßen Kraft. Und ich möchte euch etwas als Werkzeuge mitgeben, was ich über die letzten 20 Jahre von der verfolgten Kirche gelernt habe. Die geistlichen Prinzipien, wie sie zwar ein blutender Teil des Leibes von Jesus sind, aber gleichzeitig eine Kirche, die häufig in Erweckung unterwegs ist, wo der Geist Gottes gewaltig wirkt. Und wichtig ist, dass ihr gut zuhört, denn ich bin kein Theologe, versteht ihr? Ich lese die Bibel und ich versuche zu predigen, was Gott mir offenbart hat. Und weil ich kein Theologe bin, seid ihr in einer Verantwortung. Ihr müsst alles nachschlagen, was ich sage. Ihr müsst alles prüfen, ob es stimmt, was ich sage. Ihr dürft nicht einfach glauben, was ich sage. Ihr seid aufgefordert, zu testen, das selbst nochmal zu Hause durchzulesen, mit dem Geist Gottes in eine Diskussion, einen Diskurs zu kommen und sagen, Herr, stimmt das? Aber wenn es dann stimmt, dann müsst ihr das auch umsetzen. Voilà. Es gibt eine Bibelstelle, die ist die absolute Herausforderung für die Jünger von Jesus. In Lukas 17 heißt es, und wenn er siebenmal des Tages an dir sündigen würde und 7-mal des Tages wiederkäme zu dir und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und ihr müsst verstehen, von Kapitel 4 bis Kapitel 16 hat Jesus Zeichen und Wunder getan, Aussätzige reingemacht, Essen vermehrt. Er hat Tote zurück ins Leben geholt, hat Dämonisierte befreit. Also die Jünger haben alles an übernatürlichen Dingen gesehen in seinem Leben. Und jetzt kommt er und er macht den absoluten Elchtest für seine Jünger. Wenn ihr das schafft, dann seid ihr befähigt, wirklich die Welt an den Hörnern zu packen. Und dann sagt er ihnen, wenn einer kommt und immer wieder an dir sündigt, musst du ihm vergeben. Und wenn es 7x7 oder 7x70 ist, das heißt immer wieder und immer wieder und immer wieder, dann müsst ihr ihm vergeben. Und die Reaktion der Jünger war, Jesus, für das, was du vorher getan hast, für das hatten wir Glauben. Aber für das hier, das, was du hier von uns verlangst, dafür, Jesus, nein. Excuse, dafür haben wir keinen Glauben. Bitte mehre uns den Glauben, haben sie gesagt. Und dann sagt Jesus zu ihnen, schaut, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sprechen, reiß dich aus und verpflanz dich ins Meer oder in den See und es würde geschehen. Und Jesus ist ja nicht nur einer, der gesprochen hat. Der hat es immer dann auch vorgemacht. Und effektiv wie bei Zufall kommen dann 10 Aussätzige vorbei. Und er nimmt diesen Glauben, den er hat. Und im Römerbrief heißt es ja, bei deiner Wiedergeburt, als der Geist Gottes in dein Herz gekommen ist, da hat jeder von uns ein gewisses Maß an Glauben bekommen. Ein gewisses Maß waren damals zur Zeit von Jesus 75 Zentiliter. Das sind relativ viel Senfkörner. Also jeder von uns hat viel mehr Senfkörner an Glauben bekommen, als was du vielleicht je einsetzen wirst in deinem Leben. Auf alle Fälle genug, um ein Leben zu bewältigen, wo man den Glauben einsetzen kann, muss, darf und soll, um zu sehen, wie der Vater eben seinen Arm bewegt. Und dann macht Jesus diese 10 Aussätzigen rein. Und dann sind da per Zufall wieder sind da Pharisäer. Und die Pharisäer schauen ihm zu und sagen Folgendes zu Jesus.
wann kommt das Reich Gottes? Mit anderen Worten, sie haben gesagt, wann richtest du das Reich Gottes auf? Mit anderen Worten haben sie gesagt, wann nimmst du deinen Glauben in Anspruch und deine Autorität und deine Vollmacht und schmeißt die Römer aus dem Land hinaus, damit wir endlich Ruhe und Frieden haben? Und dann sagt Jesus, vergesst es. Mit dem Reich Gottes ist es nicht so, dass man sagen könnte, hier ist es oder dort ist es oder hier ist eine Macht oder dort ist eine Legion oder dort sind Zeloten oder dort ist ein mächtiger Mann. Nein, mit dem Reich Gottes ist es so, es ist mitten unter euch. Und dann hat es nur noch Fragezeichen gegeben über den Köpfen der Leute. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und wenn du die Bibel studierst, dann ist Reich Gottes dasselbe wie Himmelreich. Reich des Vaters, Reich des Sohnes oder die Herrlichkeit Gottes, ist alles dasselbe. Und dann gehst du und forschst ein bisschen, was heißt die Herrlichkeit Gottes. Und dann kommst du auf extrem spannende und extrem ermutigende Dinge, welche die verfolgte Kirche weltweit mit fast 400 Millionen Verfolgten vor langer Zeit auf die harte Art lernen musste. Aber wenn wir das lernen, dann hat das etwas mit unserer Identität zu tun und Identität hat etwas mit Autorität zu tun. Hebräer 1,3: Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Das heißt, der Vater im Himmel, der die gewaltigen Wunder im Alten Testament getan hat, wisst ihr alles, was da alles vorkommt? Er hat gesagt, von dieser Herrlichkeit habe ich genommen und ich habe meine Herrlichkeit, sagt der Vater, auf den Sohn Jesus gelegt. Amen. Also so steht es in der Bibel drin. Und dann sagt er nächstes, sagt Johannes 17,4, sagt Jesus Folgendes: Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Jesus sagt, mit der Herrlichkeit, die der Vater mir gegeben hat, habe ich diese Zeichen und diese Wunder getan während diesen 3,5 Jahren hier auf Erden. Amen. Ja, danke für die 2 Amen. Und dann sagt er etwas, und das muss ich sagen, das darf dein Herz in ein sanftes oder in ein heiliges Frohlocken bringen. Da heißt es in Johannes 17,22, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast. Jeder einzelne Nachfolger von Jesus hat dieselbe Herrlichkeit von Jesus bekommen, wie der Vater Jesus gegeben hat. Jesus hat mit der Herrlichkeit des Vaters all das Übernatürliche auf Erden getan. Und Jesus sagt in Johannes 17,22, die exakt selbe Herrlichkeit habe ich genommen und ich lege diese Herrlichkeit auf meine Nachfolger, auf meine Kinder, auf alle Menschen, die von Neuem geboren sind. Also du, alt, jung, du hast vorhin etwas von Greisen gesagt. Ob Greis oder nicht Greis, alle, die Jesus in ihr Herz genommen haben, sind Träger der Herrlichkeit Gottes. Wow. Also, dir vielleicht nicht, aber mir tut das fast die Sicherung raus. Wenn ich denke, um Gottes Willen, ich bin Träger der Herrlichkeit Gottes. Egal, wo ich hineinkomme, da zündet es ein Licht an und die Finsternis kann das Licht nicht ergreifen. Hast du schon mal gesehen, wenn du in einen dunklen Raum kommst und das Licht anschaltest, hast du gesehen, was mit der Finsternis geschieht? Ja, zack, und raus ist sie. Ha? Und wenn du in einen Raum kommst und du bist dir bewusst, du bist Träger und Trägerin der Herrlichkeit Gottes, dann zündet es geistlich in diesem Raum ein Licht an und die Finsternis muss sich zurückziehen. Weißt du, wenn du in den Ländern unterwegs bist, wir haben vor Jahren viel Befreiungsdienst in der Schweiz gemacht, machen aber sehr viel Befreiungsdienst im Ausland. Viele Christen haben Angst davor, aber verstehst du, es ist umgekehrt. Wenn du in einen Raum kommst mit der Herrlichkeit des Vaters, dann schlottern den Dämonen die Knie, dann zittern die, dann sind die in einer unheiligen Panik, die wissen nicht mehr, wohin gehen. Du musst dir deiner Autorität bewusst sein. Dann kuscht das Gegenüber, wenn du mit dem allmächtigen Gott irgendwo in einen Raum hineinkommst. Das ist das Mindset, das wir haben müssen. Nein, ich bin mit dem auferstandenen Christus unterwegs. Was sagt die Bibel? Das Gegenteil von der Herrlichkeit ist die Abwesenheit seines Wesens. Und das heißt, seine Herrlichkeit ist die Gegenwart seines Wesens auf uns. Wie bewusst ist uns das, dass wir täglich mit der Gegenwart seines Wesens unterwegs sind?
Also keiner von uns sollte mehr mit gebücktem Haupt und mit 20 ab 80 Gesicht unterwegs sein. Nein, da bist man mit ausgestreckter Brust ist man unterwegs. Wow, danke Jesus, ich bin mit dir unterwegs, mit dem Herrn der Herrlichkeit, mit der Autorität des Himmels hast du mich gesandt, den Armen, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Und das ist auch das, was schlussendlich der Auftrag oder die Prophezeiung war aus Jesaja 68, wenn wir dahin kommen. Was ist dann die Herrlichkeit auf uns? Was löst die Herrlichkeit auf uns aus? Der Jesaja hat 700 Jahre vor Christus Folgendes prophezeit über den, der kommen wird. Der Geist des Herrn ist über mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkünden den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde. Und dann kommt Jesus nach Nazareth an einem Sonntagmorgen, nein, an einem Freitag wahrscheinlich, an einem Sabbat, will ich sagen, am Samstag. Und er sagt Folgendes. Da heißt es in Lukas Kapitel 4, Vers 15, und er, Jesus, er kam nach Nazareth, da er erzogen war, und ging in die Schule nach seiner Gewohnheit am Sabbattage und stand auf und wollte lesen. Da ward ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Und da er das Buch auftat, fand er den Ort, da geschrieben steht: Der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu heilen die zerstoßenen Herzen, zu predigen den Gefangenen, dass sie los sein sollen, und den Blinden das Gesicht und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Jesus ist gekommen und hat in der Synagoge in Nazareth hat er die Prophetie von Jesaja erfüllt, bestätigt. Ich bin es. Und jetzt sagt der Vater, sagt Jesus vom Vater, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind diejenigen mit der Herrlichkeit Gottes, die gerufen und berufen sind, die Gebundenen frei zu machen, Ketten zu sprengen, Fesseln zu lösen, aus der Gefangenschaft herauszuholen, das Gnadenjahr des Herrn zu proklamieren über den Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Was ist das für eine edle Aufgabe? Liebe Freunde, was ist das für ein Vorrecht? Von 100 Menschen sind 5 Nachfolger von Jesus Christus. Und von diesen 5 sind vielleicht nochmals 2, die wirklich begriffen haben, welche Autorität sie in Christus Jesus haben und sie umsetzen und sehen, wie die Herrlichkeit Gottes dich hineinführt, damit die Finsternis zurückziehen muss. Es hat so viel Finsternis, gerade unter jungen Menschen, da musst du mit der Kraft von Jesus kommen. Wie viele junge Menschen, die Depressionen haben, die schwermütig sind, die sich ritzen, die suizidale Gedanken haben, die Depressionen haben. Wir sind die Antwort. Jesus hat gesagt, ihr seid die Antwort. Macht die Gefangenen frei, holt sie aus der Gefangenschaft heraus, macht die Fesseln los, die sprengt die Ketten. Ich habe euch die Vollmacht und Autorität gegeben, aber die PS bekommst du nicht auf den Boden, wenn du nicht den Schritt des Glaubens machst. Als der Sturm auf dem See Genezareth war und Jesus kommt und Petrus sagt, bist es du, Herr, dann sage ich, soll zu dir kommen. Sagt Jesus, ja, dann komm halt. Und dann macht er den Schritt des Glaubens. Und von dem Moment, als er den Schritt des Glaubens macht, kommt aus Wasser, wird Beton. Wir müssen den Schritt des Glaubens machen, sonst geschieht nichts. Die Verheißung allein, die macht noch nichts. Aber wenn du den Schritt des Glaubens tust, dann fängt der Himmel an, in Bewegung zu kommen. Die Kirche in China sagt genau das. Die Kirche in China, eine der schnellst wachsenden Kirchen weltweit sind, die sagen, in dem Moment, wo der Christ aktiv wird, in dem Moment, wo die Knie des Christen den Boden berühren, kommt der Himmel in Bewegung. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, Herr, bitte mach. Nein, Jesus sagt, ja, ich habe vor 2000 Jahren alles gemacht. Es ist vollbracht, jetzt macht ihr. Ich habe meinen Teil getan, jetzt seid ihr in der Reihe. Und viele Christen warten jahrzehntelang, dass Gott endlich was tut. Dabei hat er gesagt, ich habe es schon getan, mach du es. Und dann wartet man und klagt, Gott tut nicht, Gott erhört nicht meine Gebete. Ja, er erhört sie nicht, weil dein Teil jetzt dran ist. Du musst lernen, deinen Teil zu tun und er wird es tun. Es heißt, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch Liebe tätig ist.
Mit anderen Worten heißt es, der Glaube an das Wort Gottes. Über 7000 Wahrheiten und Verheißungen, für jede Lebenssituation etwas. Er sagt, wenn du dich umklammerst mit deinem Herzen den Verheißungen vom Wort Gottes und es ist mit Liebe kombiniert. Liebe ist das Transportmittel für den Glauben und es wird dorthin bewegt, wo dann Dynamit, Wirken des Heiligen Geistes nötig wird. Dynamit ist, wenn es einen Klapp und eine Tasche und eine Explosion gibt. Es ist wie wenn du Natronlauge mit Salpetersäure, nicht zu Hause nachmachen, wenn du Natronlauge mit Salpetersäure zusammenmischt, dann gibt es eine Explosion. Und das ist dasselbe, wenn du Glaube und Liebe zusammenmischst, dann gibt es eine Bewegung im Heiligen Geist. Und das ist das, was die Welt im Westen vor allem sehen muss. In anderen Ländern, in Indien, in China, im Iran, im Mittleren Osten, in Afrika, sieht man das ständig. Und weil man es sieht, kommen Massen zum Glauben an Jesus Christus. Ich möchte euch kurz einen Film zeigen aus dem Iran. Iran hat die schnellst wachsende Kirche weltweit. Ich habe fast 10 Jahre lang die Untergrundkirche im Iran besucht. Du erlebst die genau selben Wunder wie im Neuen Testament. Du betest genau gleich wie in der Schweiz. Einfach siehst du um einige Dinge mehr, weil der Himmel einfach offen ist. Das Blut der Märtyrer hat den Boden aufgelockert und die Kraft des einheitlichen Gebetes hat es dazu gebracht, dass Gott anfängt, intensiv, krass zu wirken. Wir haben in der Untergrundkirche im Iran haben wir zwei junge Mädchen, die haben innerhalb von 2 Jahren 25.000 Neue Testamente in Teheran verteilt. Eine Stadt, wo Christenverfolgung ist. Wenn die dich schnappen, kommst du ein paar Jahre ins Gefängnis. Sie kamen ein paar Jahre ins Gefängnis. Und ich denke immer, bei uns in der Schweiz ist alles gratis und franco. Wann habe ich das letzte Mal jemandem meine Bibel gegeben? Wann habe ich das letzte Mal jemandem von Jesus erzählt? Und da kommen sie ins Gefängnis, werden zum Teil gefoltert, werden zum Teil misshandelt, zum Teil vergewaltigt im Gefängnis und sie gehen und verteilen 25.000 Neue Testamente in einem Jahr. Das sind unsere Helden, für die müsst ihr beten. Im Iran herrscht das Gesetz des Korans. Wird ein Muslim Christ, kann er getötet werden. Deshalb treffen sich Christen im Verborgenen. Doch wie in der Apostelgeschichte provoziert Verfolgung auch im Iran geistliche Aufbrüche. Die Leute sind offen für Jesus. Sie erkennen das wahre Gesicht des Islam und haben die Schnauze voll. Ist Verfolgung gut? Ja. Viele Menschen werden gerettet. Diese Menschen brauchen Leiter. Iraner brauchen kein bulgarisches oder amerikanisches Asyl. Wir bauen sie zu Leitern auf und schicken sie zurück in den Iran, um Hausgemeinden aufzubauen. Es ist gefährlich. Christen werden an die Geheimpolizei verraten. Gleichzeitig öffnet Gott Türen, um Bibeln ins Land zu bringen. Gott hat mir diese Vision ins Herz gelegt. Ich bin AVC dankbar für die Unterstützung. Wir haben Kontakte in 6 Städten, wo wir Bibeln hinbringen und verteilen. Einer erklärt mir, dass er Bibeln auf Sitzen der U-Bahn hinterlässt. Ein anderer sagt, beim Einkaufen in Shops stecke er Bibeln in Regale. Die Ersten, die die Bibeln entdecken, packen sie rasch ein. Die Leute lieben die Bibel. Ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal eine Bibel in die Hand bekam, war ich im Knast. Ich fragte einen Mitgefangenen, ob er etwas zu lesen hätte. Er sagte ja, aber das wolle ich bestimmt nicht lesen und kramte eine Bibel hervor. In Farsi, meiner Muttersprache. Ich war so glücklich, sah zum ersten Mal eine Bibel. Gott redete zu mir durch diese Bibel. Bist du im Dunkeln, helfen dir weder Mohammed, noch deine Familie, noch Freunde. Aber ich las. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn du öffnest, komme ich herein und helfe dir. Gott ist großartig. Er macht keinen Druck. In jedes iranische Haus gehört eine Bibel. Ich erinnere mich, niemand hat mich zum Christen gemacht. Ich habe eine Bibel in die Hand bekommen. Ich begann sie zu lesen und mir wurde klar, das ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit zeigte mir den Weg zum Leben. That truth showed me the way and life.
Ich liebe meinen Ali. Er ist ein noch nicht perfektes Werkzeug. Und viele von uns denken, ja, ich muss noch ein bisschen heiliger, noch ein bisschen lieber werden, damit Gott mich gebrauchen kann. Wenn er müsste warten, bis er ein bisschen noch heiliger und lieber ist, müsste er etwa zwischen 500 und 700 Jahre warten. Und nein, er macht einfach mit dem, was er bekommen hat, geht er und er wirkt. Er war auf dem Weg, einen Kontrahenten in Bulgarien auszulöschen, der im Drogenmarkt den Markt streitig machte. Dann war er auf Ecstasy, auf Drogen, auf Alkohol, fuhr mit 180 Stundenkilometer durch Sofia, hat die Kurve natürlich nicht erwischt, ging über eine Brücke hinweg. Die Freundin, eine Prostituierte auf der rechten Seite, landen auf dem Dach, beide im Spital. Er verliert das Bein, sie verliert einen Arm und zurück im Gefängnis entwendet er, also er hat vorhin gesagt, habe ich eine Bibel bekommen. Er hat sie relativ, er hat sie mit leichtem Druck entgegengenommen. Und dann blättert er in der Bibel und dann steht da, es ist besser, dass jemand ein Bein oder einen Arm verliert, als dass er sein Leben verliert. Dann hat er sich bekehrt. Und jetzt ist er unterwegs und bringt viele, viele Menschen zum Glauben. Ist in Gefängnissen in Bulgarien, wo die hartgesottenen Schwerverbrecher sind, geht er und predigt das Evangelium und die gehen auf die Knie, die weinen, die Mörder und so, die Drogendealer, sie weinen, kommen zum Glauben an Jesus. Gott ist am Wirken, ich sehe es gewaltig. Wie sehr möchte er uns alle als Werkzeug in seiner Hand haben. Ein anderes Bild, anderen Clip, einen kleinen Einblick. In Syrien sind wir auch, seit der Krieg begonnen hat, sind wir da am Wirken. Darum sage ich, Glaube durch Liebe gewirkt, bringt Kraft hervor. Man muss die Notwendigkeiten sehen, man muss einen Schritt des Glaubens machen und häufig sind wir schlichtweg einfach erstaunt, was Gott alles tut. Und dieser Clip soll dir zeigen, was mit ein bisschen klitzekleinem, Senfkorn großem Glauben alles möglich ist, in einem Kriegsland zu bewirken. Wir sind in Syrien unterwegs. Aus Sicherheitsgründen in Begleitung eines Panzerfahrzeugs und auf Umwegen. Vorbei an zerbombten Städten wie Raqqa. Unser Ziel, Kobane an der syrisch-türkischen Grenze. Im Jahr 2014 wurde die Stadt im Krieg gegen den IS weitgehend zerstört. Kobane ist heute im Wiederaufbau begriffen. Viele Menschen in dieser Region haben wir unterstützt, unter anderem medizinisch. Uns interessiert, was aus den Einzelnen geworden ist. Diese beiden Jungs sind durch eine als Spielzeug getarnte Bombe schwer verletzt worden und haben durch AVC Hilfe erfahren. You are still the God of miracles. Dieses Kind mit starken Brandnarben steht für das Schicksal von vielen anderen, die wegen der Bombenangriffe für den Rest ihres Lebens gezeichnet sind. Die Bäckerei läuft auf Hochtouren. Wir produzieren aktuell täglich 31.000 Brote und versorgen Hunderte von Familien mit Brot in Kobane und Umgebung. ...500 der ärmsten Familien versorgen wir seit Mai 2020 im Rahmen des Projekts 5 Brote und 2 Fische mit Lebensmitteln. Viele Familienväter sind im Krieg gegen den IS gestorben oder leben heute mit Kriegsfolgen wie Behinderungen und Traumata. Ohne diese Lebensmittelhilfe könnten deren Familien kaum überleben.
Der Hospitainer ist heute stationär in Kobane als stark frequentiertes Ambulatorium. Außerhalb von Kobane wird in Anwesenheit der Stadtprominenz eine Dialyseklinik eingeweiht. Sie wurde von einer holländischen Firma gespendet. Ich bin sehr glücklich, dass wir das Dialysecenter von Kobane einweihen können. Nicht nur die körperlichen Bedürfnisse werden gestillt. Jesus Christus berührt auch eure Herzen und Seelen. Das Multifunktionscenter bietet Raum für eine Bibelschule, Konferenzen und spezielle Events. Viele Einwohner des Landes betätigen sich in der Schafzucht. Wir planen Milchverarbeitungszentren, um Einheimischen zu einem Einkommen zu verhelfen. AVC hat im Zentrum von Kobane ein Grundstück zum Bau einer Kirche erhalten, mit der Auflage, den Turm so hoch hinaufragen zu lassen, dass er bis weit über die Grenze ins Nachbarland hinein zu sehen ist. Halleluja. Ich möchte mit einem Bibelvers schließen. Das Thema ist ja seid brennend im Geist. Und wenn man nicht regelmäßig Holz nachschiebt, dann kann es nicht brennen. Holz nachschieben heißt auch, nach dem Wort zu leben und danach zu handeln, was Gott uns aufträgt. Ab und zu fragen mich Leute, ja, wie spricht denn Gott? Nun, meistens spricht er so. Gell? Meistens spricht er so. Wenn wir das Wort Gottes nicht lesen, dann ist es schwierig zu wissen, wie er spricht. Aber ich war vor Jahren, hatte ich eine Situation, wo ich im Engadin war und Pastor war und nicht so brennend im Geist war. Und ich hatte eine Einladung, nach Deutschland zu gehen und junge Menschen, die ganze Kirche voll richtig so im Feuer des Geistes zu ermutigen. Und dann war ich zu Hause da in La Punta Chamuest und ich sagte, Jesus, der Einzige und der heute eigentlich Ermutigung bräuchte, das bin ich. Und heute Abend muss ich auf Deutschland gehen und Leute ermutigen. Herr, ich brauche Ermutigung. Sag mir, was soll ich tun, damit ich auch wieder brennend im Geist bin. Und dann sagt mir Jesus, lies 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 16. Da heißt es, freut euch Befehlsform, was auch immer geschieht. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Was uns Jesus aufträgt. Ha? Freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Er hat gesagt, okay Jesus, ich bin ja Pastor. Vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn ich einmal so, also den ganzen Tag nur noch das mache, was dein Wort mir sagt. Okay, dann ich sitze ins Auto rein und will den Motor anlassen, macht es nur si, no. Habe ich ein paar Mal versucht, dann will ich so richtig anfangen zu schimpfen, dass diese Karre nicht funktioniert. Ah nein, heute ist ja der Tag, wo ich mal ausnahmsweise wirklich genau das tue, was die Bibel von mir verlangt. Ich bin für alles dankbar und ich freue mich und ich höre nicht auf zu beten. Danke Jesus, ich bin dir so dankbar, Jesus, dass das Auto nicht läuft, aber dass du eine Möglichkeit, eine Lösung hast. Dann bin ich zu der Frau, bevor ich geheiratet habe, die Frau besucht, wo ich da eine 95 Jahre alte Großmutter, ich sage, Jakobea, du hast doch einen alten Schweden bei dir in der Garage, kann ich den gebrauchen? Dann sagt sie, ja, wenn er funktioniert, kannst du ihn haben. Und dann bin ich da in die Garage runter, ein alter Volvo war da und er funktioniert, Halleluja, ich habe Grund, Danke zu sagen. Ich fahre durch die Schweiz über den Abdullah-Pass für die deutschen Touristen, über den Abdullah-Pass runter nach Chur, da Richtung Schaffhausen runter, bei Taingen über den Hügel und dann fängt der Motor plötzlich an zu stottern. Ich kann gerade noch mit dem Leerlauf
kann ich da aufs Feld hinaus und ich will so richtig anfangen zu schimpfen, dass das Auto mich im Stich lässt. Nein, heute ist ja der Tag, wo du einfach machst, was Jesus von dir verlangt. Du dankst und du lobst und du preist und so bin ich hinter dem Steuer. Ich danke Jesus, ich danke dir, Herr, und ich entscheide mich zu freuen, mich in Jesu Namen. Und dann wird es langsam dunkel, ich stehe vor das Auto hin und mit erhobenen Händen in lauter Stimme lobe ich und preise ich Jesus aus all meiner Kraft. Dann tappt mir plötzlich einer auf die Schultern und sagt, haben Sie ein Problem? Da habe ich schnell meine Hände wieder runtergenommen und habe gesagt, ja, ich habe in einer Stunde habe ich eine Predigt in Singen und das Auto hat mich verlassen, es ist Freitagabend und so, und was soll ich tun? Ja, ich schleppe Sie ab nach Thaingen zur nächsten Garage. Er schleppt mich ab, hängt mich vor der Garage los und fährt davon und sagt, schöner Abend. Und ich stehe da vor Garage, alles dunkel. Was machst du? Du machst, was in der Bibel steht. Ich danke Jesus, du hast immer eine Lösung bereit. Ich halte meine Hände hoch und ich lobe und ich preise Jesus. Halleluja. Plötzlich geht das Licht an, Garagist kommt runter und sagt, ich habe gesehen, Graubünden 381, weit weg von zu Hause haben wir ein Problem. Er hat gesagt, ja, ich habe in 3/4 Stunden habe ich eine Predigt, ich habe ein Problem. Ich müsste weiterfahren. Okay, kommen Sie mal rein in die Garage. Macht der Motorhaube auf. Nach 5 Minuten sagt er, ja, da haben wir ein Problem. Ja, das Teil ist kaputt, das und das muss ich bestellen, das kommt nicht vor Mittwoch. Da will innerlich in mir etwas aufsteigen. Und dann entscheide ich mich in Jesu Namen. Das ist die Realität. Aber die Wahrheit sagt, ich solle danken, ich solle beten, ich solle mich freuen. Mit der Faust im Sack bin ich in der Garage rauf und runter gelaufen. Ich habe gesagt, und ich freue mich. Und durch alle Böden hindurch, ich entscheide mich, ich freue mich. In Jesu Namen, ich freue mich. Aber ich freue mich von sowas. Nach 20 Minuten sagt er, ich war früher ich war früher unterwegs da auf Montage, das bekomme ich, glaube ich, hin. Effektiv, nach einer gewissen Zeit, das Auto funktioniert. Halleluja. Ich gehe zu ihm und sage, Sie haben mir geholfen, ich will Ihnen helfen. Ich habe im Auto, früher war ich Sportseelsorger für die Leichtathletikmannschaften, Schweiz, Deutschland, Österreich und so weiter. Ich habe eine Sportlerbibel. Eine solche Sportlerbibel möchte ich Ihnen schenken. Das sind Zeugnisse von Spitzensportlern, die zu Jesus gefunden haben. Dann sagt er, ja, ist das nicht spannend? Meine Freundin, meine Lebenspartnerin hat vor ein paar Tagen in Schaffhausen auf der Straße von jemandem eine Bibel bekommen und zu Hause jetzt im Bett neben mir, anstelle, dass wir miteinander plaudern, liest sie ständig in der Bibel. Könnte das sein, dass da irgendjemand mir irgendetwas sagen möchte? Ich habe gesagt, aber da können Sie aber Gift drauf nehmen, dass irgendjemand Ihnen irgendetwas sagen möchte. Auf alle Fälle, ich fahre weiter. Halleluja, jetzt habe ich ja wirklich Grund zum Loben und zum Preisen. Ich fahre nach Singen rein, es ist dunkel, nur die Laternen da. Und jetzt sehe ich aus meinem rechten Augenwinkel, kommt eine junge Frau, rennt voll auf die Straße zu und ich fahre ein bisschen langsamer und die hält gar nicht an. Die kommt rauf auf die Straße, ich gehe voll auf die Bremse, es quietscht und sie klatscht mit ihren beiden Händen auf meine Motorhaube. Und ich denke, hat die einen Vogel, ich hätte die fast überfahren. Und dann kommt sie zur Türe, macht die Türe auf und sagt, Entschuldigung, können Sie mich bitte mitnehmen? Und ich sage, ich hätte Sie fast überfahren, machen Sie das immer so? Nein, aber ich habe den Bus verpasst. Jetzt wusste ich, die hat irgendwie, ja, also gut. Okay, jetzt, also gut, steigen Sie ein, ich habe ja immer noch 10 Minuten bis zur Predigt, oder? Okay, also Sie sitzt neben mir, aber jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich bin seit Stunden am Loben, am Preisen und am Danken. Mein Geist ist dermaßen wach, mein Radar kreist dermaßen, dass ich spüre, was mit der los ist. Und Jesus sagt, sag ihr, sie braucht sich nicht zu schämen. Sag ihr, ich liebe sie nach wie vor und sag ihr, sie darf zu mir zurückkommen. Dann sage ich ihr, ich kenne sie überhaupt nicht, aber Jesus sagt, sie müssen sich nicht schämen, er liebt sie nach wie vor und sie dürfen zu ihm zurückkommen. Dann fängt sie an zu weinen, 10 Minuten, meine 10 Minuten, bis ich zurück. Und dann vor ihrem Haus sagt sie, wissen Sie, als ich ein junges Mädchen war, da habe ich Jesus über alles geliebt. Und dann bin ich mit den falschen Freunden zusammengekommen, habe angefangen, Drogen zu konsumieren. Dann, um harte Drogen zu konsumieren, bin ich auf den Strich gegangen. Ich arbeite als Prostituierte. Jetzt habe ich AIDS, ich bin AIDS-krank. Und ich habe all die Jahre, hatte ich mich geschämt, zurück zu Jesus zu kommen. Ich habe gedacht, er liebt mich nicht mehr. Und jetzt sagen sie mir, ich soll mich nicht schämen, ich darf zurückkommen. Dann hat sie da im Auto ihr Leben Jesus Christus anvertraut. Und ein Jahr später ist sie gestorben. Wohin ist sie gegangen? Ab in die ewige Herrlichkeit. Wieso? Weil ein so simpler Typ wie ich einfach gemacht hat, was in der Bibel steht.
Wir sind Träger von der Herrlichkeit Gottes. Bringen wir die Herrlichkeit Gottes dahin, wo die Menschheit verloren ist, wo die Menschheit weint, wo die Not ist, wo die Schmerzen sind, wo die Katastrophen sind. Du bist die Antwort für diese kaputte Welt. Aber nicht zu Hause bei dir im Stübli, nur auf den Knien. Es fängt mit den Knien an und dann kommt Time of Action. Dann machen wir den Schritt des Glaubens und lassen uns vom Geist Gottes dorthin führen, wo er uns haben will. Amen. Steht doch auf zum Gebet, dann gehen wir in eine Lobpreiszeit hinein und schließen so den Gottesdienst ab. Da hinten rechts habe ich euch noch Informationen mitgebracht, Reports könnt ihr gratis nehmen. Wenn jemand Gebetsunterstützung leisten will bei uns, schreibt euch da in die Liste ein. Immer am Montag, Gebet explosiv, von der ganzen Welt kommen Dinge rein. Seid ihr mit 3000 Leuten am Beten und dann geschehen die Dinge, wenn die Leute beten in Einheit. Okay. Vater im Himmel, ich danke dir für die Gemeinde. Als wir heute da morgen oben waren und gebetet haben, habe ich den Eindruck, wie du gesagt hast, eine Vision, die sie haben müssen, haben sollen, vielleicht schon haben, ist Embrach für Jesus, Embrachtal für Jesus. Vater, ich bitte dich, dass du das tief in ihre Herzen hineinpflanzt, dass sie Embrach und das Embrachtal für Jesus gewinnen sollen. Herr, dass sie sich von deinem Geist leiten lassen sollen, wo immer du sie hinführst, dass sie da als Träger der Herrlichkeit, als Träger des Lichtes dort Hoffnung hinbringen, wo die Menschen keine Hoffnung haben oder die Menschen dich nicht kennen. Herr, das ist so einfach. Wir machen unser Promille, du deine 999. Aber Herr, hilf uns zu sehen und zu spüren, Herr, wo ist die Not und wo dürfen wir als Träger der Herrlichkeit Gottes die Antworten und das Licht dorthin tragen, wo die Menschen nur warten, dass jemand ihnen Hoffnung und den lebendigen, auferstandenen Christus bringt. In Jesu Namen. Amen.